Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute muss ich mal eine kleine Huldigung an dieses tolle Werkzeug machen. Es ist wieder nichts Bezahltes, es ist wieder alles selber gekauft. Es ist wieder ehrlich von mir getestet. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal in den Videos erwähnt, aber dieses Ding hier, das ist einfach so geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Stihl-Fan bin hier. Der große Bruder. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Ich möchte euch einfach nur Zeug zeigen, was ich hammermäßig geil finde. Und ich bin halt einfach ein Stihl-Fan. Und ihr wisst ja, wenn ich was teste, dann zeige ich euch immer nur das Ergebnis. Ich habe ganz viele von diesen kleinen Handmotorsägen ausprobiert. Und das ist das, was übrig geblieben ist. Das ist einfach das coole Gerät, das ist die Essenz, das ist das, was zum Schluss noch da ist. Und dieses Teil steht zwar drinnen, irgendwie so Äste bis 6 cm sägen. Ich habe damit ganze Bäume gefällt und das macht richtig Laune. Ich nehme euch da natürlich mit raus und dann werden wir die nach Herz und Nieren testen, damit ihr seht, dass ich keinen Schmarrn erzähle, dass dieses Teil einfach was aushält. Und ja, was soll ich da noch sagen, bevor es richtig losgeht? Genau, es gibt ein Ladegerät, also es gibt ein Ladegerät dazu, das schaut so aus. Es gibt einen Akku dazu. Da kann ich euch nur sagen, kauft euch einen zweiten, vielleicht auch einen dritten. Der hält so 25 bis 30 Minuten, was für diesen Mini-Akku und dieser Power von diesem Teil eigentlich schon gewaltig ist. Und es ist halt auch einfach so, man hat so eine Zwangspause und es tut einem manchmal gar nicht so schlecht, wenn man dann da sitzt, 30 Minuten gebuckelt hat und dann macht man halt einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause oder kann einstweilen das ganze Zeug wegräumen oder kann sich mit was anderem beschäftigen, kann sich ein Bierchen aufmachen. Ja, gar nicht so schlecht. Aber für jemand, der Vollgas durcharbeiten will, der sollte sich vielleicht einen Zweit- oder Dritt-Akku kaufen. Dann ist das Teil so ein richtiges Vollgasgerät. Ja, hier, so schaut es aus. Kleines Kettenblatt. Und ich habe extrem viel damit schon geschnitten. Und es ist tatsächlich immer noch scharf. Manche machen das hier weg. Ich würde es dran lassen, weil das so den ein oder anderen Unfall schon vermieden hat. Weil gerade wenn man schnell ist, oben in den Bäumen rumkraxelt. Das ist auch sehr handlich. Ja? Man hat es dann dabei, schneidet irgendwelches Zeug ab. Dann kommt man doch relativ schnell da oben rein oder an seinen Fuß hin, während dieses Teil noch läuft. Ja, das ist vielleicht nicht so ganz unwichtig. Dann hat es hier einen Akkustand, da drückt man drauf und dann sieht man, wie voll der Akku noch ist. Das heißt, jetzt hat absolutes Maximum. Und man hat hier eine Zweihandsicherung, so wie meiner alten 1911er. Also nicht ganz, weil man die sichert man ja hier oben. Aber ich kann mit einem Finger oder mit dem Finger kann ich sie noch nicht starten. Ich brauche 2 Finger dazu. Ich kann das Ding komplett zerlegen. Ich kann hier die ganzen Teile, die außen liegen, kann ich austauschen. Ja, ein wildes Teil für wilde Leute, also für euch da draußen. Ja, die GTA 26 von Stihl. Darüber soll es heute gehen. Viel Spaß bei diesem Video. Jetzt gibt es noch ein paar Details. Als erstes hier zum Akku. Der steckt hier drinnen. Dann kann man das ganze Ding hier zerlegen. Das sind die 2 Hebel. Das ist die Anzeige für den Akkustand. Klar, ohne Akku zeigt er natürlich jetzt 0 an. Das ist der Schutz für die Kette. Der ist auch recht wichtig, wenn man sich mit den scharfen Zähnen, was dieses kleine Kettenblatt hat, da doch ziemlich schnell wehtun kann. Ich glaube, das Kettenblatt, da kosten irgendwie 3 Stück, kosten irgendwie 20 Euro oder so. Die Ersatzteile sind alle recht billig und auch überall verfügbar. Das ist hier oben die Abdeckung. Und hier kann man das ganze Teil aufschrauben. So einer schönen Klappmutter, wie es das von Stihl halt kennt, was die großen Sägen auch haben. Dann nimmt man das hier raus und da kann man es dann putzen. Ich habe ja gesagt, das Ding immer gut ölen. So einfach hebt man das raus und so einfach kann man dann die Kette wechseln. Also wirklich super, super simpel.
Kette hat natürlich eine Laufrichtung, auf die müsst ihr achten. Und dann kann man hier drinnen alles wieder richtig schön sauber machen. Da ist ein kleiner Sprengring drauf. Wenn sich hier ein Ast fängt, dann kann es sein, dass den hier reinfitzelt und euch diesen Sprengring aufdrückt. Das heißt, den müsst ihr wieder suchen, damit dieses Rädchen nicht nach oben rauskommt. Passiert eigentlich ganz selten. Ja, und der Zusammenbau ist genauso einfach. Da die Kette wieder drauf, hier rein, da drüber, dann hier so ein bisschen auf Spannung. Deckel drauf, verschrauben, handfest, zuklappen und fertig seid ihr schon wieder. Meckert's nicht rum, wenn ich jetzt gleich hier ein paar Bäume zusammenschneide. Die pflanze ich extra, damit ich sie wegschneiden kann. Ja, das ist für mich Unkraut. Also es ist nicht irgendwie frische Bäume, die ganzen Buschkräfter fangen zum Heulen an, sondern das ist mein Unkraut. Das schneide ich zusammen. Und ihr seht ja, das sind teilweise solche Teile und die wachsen sehr, sehr schnell. Und wenn die dann 2 Jahre trocknen, dann habe ich eigentlich fast für einen Monat Feuerholz. So, und jetzt machen wir richtig fette Sachen damit, weil solches hier, das ist lächerlich für das Teil. Das war jetzt schon ganz nett, aber jetzt machen wir es noch eine Nummer krasser. So Spätzchen, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ich kann das hier wärmstens empfehlen. Das ist wieder so ein richtiger Geheimtipp von mir, weil das ultra praktisch ist. Und damit könnt ihr richtig Gas geben. Das macht immer noch Laune. Das benutze ich wirklich am liebsten täglich. Kann ich natürlich nicht, aber ich hätte es am liebsten dauernd dabei. Es gibt immer irgendwas zum Zusammenschneiden. Ja, kauft kein Klump, dann müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.